Freundin von mir hat mal gesagt, für sie stelle ich in meinen Songs Fragen an mich selber, die ich dann versuche irgendwie zu beantworten. Und ich glaube, das ist noch eine schöne Beschreibung. Ja, also Angst ist, würde ich sagen, übertrieben, aber ich bin schon sehr nervös so, vor einem Auftritt. Ich merke es im ganzen Körper, wie es kribbelt und ich nehme nicht mehr so viel wahr. Man merkt dann so, wie der Fokus so sich so zusammentut. Aber das ist mittlerweile eigentlich mehr ein gutes Zeichen für mich. Und ich kann Techniken irgendwann anfangen, mir antrainieren, dass ich ruhig schnaufen kann, dass ich bei mir bin. Oder auch, was ich vor einem Konzert noch so ein bisschen ritualmässig mache, dass ich es aushalten kann. Dadurch, wenn man die Sprache jeden Tag braucht, und dann hast du ja mega das Gefühl, wie man Sachen sagt. Und dann willst du irgendetwas anderes sagen und dann probierst du das mal aus und denkst, das klingt irgendwie komisch. Das klingt ein bisschen cringe oder es ist irgendwie nicht gleich, es float nicht so schön. Dann gibt es auch sprachliche Barrieren, wie dass wir halt einfach nicht wirklich eine Vergangenheit, also nur eine Vergangenheitsform haben. Wir sind sehr eingeschränkt mit dem Mundart. Wortschatz ist auch viel kleiner. Stehen vor der Türe, der Schlüssel in der Hand. Helvetica ist der Podcast über Schweizer Musikmenschen und ihre Geschichten. In jeder Folge gibt es ein Gespräch rund um ein zentrales Thema. Persönlich, offen und ganz nah dran. Ich freue mich heute, hier bei mir Nina Valotti zu begrüßen. Sie ist Zürcher Musikerin, also Singer-Songwriterin, auch Produzentin. Sie hat Anfang von dem Jahr, im Mai, hat sie ihr Debütalbum endlich rausgegeben, das heisst «Ich fange nochmal an». Und ich möchte mit ihr in der nächsten Stunde da ein bisschen über das Album reden, über Neuanfänge, über Sprache und vielleicht dann auch ein bisschen über Zürich und über Zürcher Nächte reden. Hoi Nina. Hallo. Hoi, dein neues Album heisst «Ich fange nochmal an». Also ohne das Ich. Fang nochmal an. Fang nochmal an, stimmt, genau, ohne Ich, sorry. Und das war eben auch ein Neuanfang für dich gewesen. Wann hat der angefangen, der Neuanfang? Ich habe das Gefühl, das Album hast du ja relativ lange in der Pipeline gehabt, oder? Ja, mega. Also es ist für mich mehr ein Wiederanfang, weil ich nicht ganz neu anfange. Ich habe immer schon Musik gemacht. Ich habe etwa vor 3 Jahren angefangen mit dem Album, beziehungsweise einfach mal mit der Suche nach dem, was ich musikalisch möchte machen, wohin das es soll gehen, wohin das es nicht mehr soll gehen. Genau. Und jetzt dieses Jahr ist es rausgekommen, letzten Oktober die erste Single und jetzt habe ich wieder angefangen. Das ist gut. Und also, was hast du denn aufgehört, wenn du gesagt hast, was du nicht mehr hast machen oder so? Was war denn der Change gewesen? Ich wollte nicht mehr Musik machen, wo ich mich nicht 100% wohl damit fühle, wo ich mich nicht ganz kann identifizieren kann, ich wollte Musik machen, wo ich ehrlich kann sein kann, wo nahe bei mir ist und wo ich einfach mega nice finde. Und dann hast du ja so entschieden dafür, Schweizerdeutsch oder Mundart zu singen, oder das hast du vorher nicht gemacht? Das habe ich vorher schon gemacht. Meistens ein bisschen Mix mit englischen Songs und Mundart. Ich bin einfach sehr lange auch in einem Bandkonstrukt unterwegs gewesen und habe dort einfach gemerkt, ich habe viel zu wenig Zeit mir genommen, um wirklich an den Kern von der Sache irgendwie zu kommen, an den Kern von der Musik. So. Und wo dann deine selber geschriebenen zürichdeutschen Texte oder Songs dann deine Bandmitglieder oder deine Mitmusiker oder so vorgestellt hat, wie war das gewesen, so? Das war mega cool gewesen. Also die haben das immer sehr, sehr, sehr cool gefunden, ja. Aber hast du nicht irgendwie so ein bisschen, Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen komisch Gefühl, dass du plötzlich gefunden hast, hey, jetzt will ich wirklich so voll auch persönlich irgendwie über mich selber singen und
schreiben? Ich glaube, so persönlich ist es erst geworden, als ich mich eigentlich von der Band wie abgesplittet habe oder gesagt habe, ich muss mich jetzt zurückziehen und mal selber schreiben und dann eigentlich nur mit meinem Produzent oder Mitproduzent, dem Luca, Musik anfangen zu machen. Und dort hat er mich eigentlich ein bisschen dazu gezwungen, um so ehrlich zu sein und wir haben viel über Songs geredet und was ich möchte sagen damit und ja, er hat mich dort ein bisschen so in die Richtung gestoßen, dass ich ehrlicher bin in den Text. Und er ist aber schon bei der Band dabei gewesen, Nein. oder? Aha. Nein, ich habe dort wirklich irgendwie mir ja, eine Zeit genommen, also es war auch so ein bisschen mit der Pandemie gewesen, wo ich gefunden habe, jetzt findet kein Konzert statt und ich habe ihn gekannt und dann einfach mal angeschrieben und gesagt, ich glaube, wir müssen uns kennenlernen, das könnte spannend werden. Und wieso? Also, wieso hast du gefunden, es könnte spannend werden? Es war mehr so ein Gefühl gewesen, auch was ich schon gesehen habe von ihm, was er gemacht hat, wie er ja, auftritt und so. Und das hat mich irgendwie, habe ich spannend gefunden. Was macht er? Ich kenne ihn eben nicht. Was macht denn er? Er ist unter anderem Keyboarder und MD und Producer bei Baba Shrimps zum Beispiel, Ducky und noch ein paar andere. Auch so ein Singer-Songwriter innen. Genau. Mhm. Eben, es gibt ja viele von diesen Musikern, die halt, also in der Schweiz muss man ja fast dann bei verschiedensten Projekten dabei sein, um ein bisschen davon Ja, zu leben auf jeden und nur mit etwas, das funktioniert selten oder so. Ja. Voll. Ja. Aber du konzentrierst dich jetzt voll auf deine Karriere, nehme ich mal an, oder? Ja, also jetzt seit dem Jahr, seit das Album draussen ist und auch so viel passiert ist, schon, weil ich nicht wirklich viel mehr Zeit habe. Vorher bin ich immer wieder mit anderen Bands noch als Gitarristin unterwegs gewesen oder habe ja im Studio Sachen gemacht. Das würde ich auch nach wie vor machen, wenn es sich irgendwie anbietet oder wenn eine Möglichkeit aufkommt. Jetzt im Moment ist der Fokus voll auf Nina Valotti. Ja, aber jetzt ist das Album ja erst gerade rausgekommen und jetzt bist du auch ein bisschen am Touren und so und das Album am Vorstellen. Oder? Das dauert ja ein Zeitchen, bis das genug Leute gehört haben, nehme ich an. Ja, aber es ist schon gerade irgendwie noch viel passiert mit dem SRF Best Talent im Juli. Und jetzt, ja, aufs nächste Jahr werde ich mit Gadget zusammenarbeiten. Und das wird irgendwie, ist gerade mega aufregend. Jetzt im Moment bin ich noch mit Hecht am Touren, was auch sehr aufregend ist. Und ja, darum gibt es nicht so viel Zeit nebendran. Also irgendwann musst du auch noch neue Musik schreiben. Das ist gerade noch ein Fokus. Aber jetzt noch andere Projekte, das geht im Moment nicht. Und eben die Lieder von dem Album, so wie ich es jetzt ein bisschen mitbekommen, die hast du aber schon ein bisschen vor längerer Zeit geschrieben, oder? Ein paar sind recht alt. Die haben wir auch, habe ich schon wahrscheinlich vorher schon 3-mal umgeschrieben und dann, seit ich den Luca kennengelernt habe, auch nochmal 3-mal umgeschrieben. Und andere sind aber auch während dem kreativen Prozess entstanden. Wir haben, wo wir uns kennengelernt haben, nicht mega definiert, was es soll werden. Wir haben einmal gefunden, wir machen so kreative Sessions, wo ich mich einfach mit der Musik, mit meiner Stimme, mit Text auseinandersetze. Und ja, nachher ist das wie gewachsen und irgendwann haben wir gefunden, komm, wir machen das Päckchen von 5 Songs, das wäre cool. Und nachher haben wir gefunden, komm, wir machen das Album und so ist das immer weitergegangen. Und das hat für mich, wenn ich das so höre, hat schon so ein bisschen irgendwie ein Thema, das ganze Album, jetzt auch rein textlich so. Eben, es ist halt sehr, sehr persönlich so und eben schon, ich finde das eigentlich noch ein guter, also der Albumtitel, fang nochmal an, weil es geht schon ein bisschen um das. Bei allen Songs, finde ich, die auf dem Album sind, ich weiß gar nicht, wie viele drauf sind, 10 oder so? Ja, ich glaube, nein, 11 sind es, ja. Oder 9. Es hat eben noch so Schnipsel drin. Ich weiss es gar nicht. Ja. Voll. Ja, es ist ein mega Thema auf vielen Ebenen. Also es hat irgendwie für mich natürlich das meiste mit der Musik zu tun, mit meinem Weg, wo ich irgendwie, ja, was ich in der Musik möchte oder vielleicht generell im Leben möchte machen. Es hat aber auch Beziehungsthemen drin. Auch dort kann man unter Umständen oder muss man nochmal anfangen. Ja, und dann hat es aber auch, ich glaube, Sachen drin, Gefühle drin, wo man vielleicht aus dem Alltag auch kennt, wenn man vor Entscheidungen steht, wo man einfach auch noch nicht weiss, wie es weitergeht und ja, ein bisschen verloren ist.
Also, es sagen ja viele Künstler, fast alle sagen, ihre Texte und Lyrics sind extrem persönlich und sagen auch so ein heilender Prozess gewesen. Aber bei dir habe ich das Gefühl, das ist jetzt fast wirklich sehr fest so, oder? Ich stelle mir, also für mich tönt schon sehr wie eine kleine Psychotherapie, das ganze Album. Was natürlich gut ist, oder? Weil es ja wirklich dann sehr persönlich ist und man lernt dich auch ein bisschen kennen, dann so. Ja, ich kann das natürlich nicht mega objektiv beschreiben, weil ich habe die Sicht ja nicht. Für mich ist es sehr natürlich irgendwie gefallen, um so zu schreiben und es fällt mir auch leicht, zum jetzt zum Beispiel auf Instagram und überall auch über meinen Alltag zu schwätzen, so wie es halt ist. Ich glaube, ich habe so eine persönliche, ehrliche Art. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, für sie stelle ich in meinen Songs Fragen an mich selber, die ich dann versuche, irgendwie zu beantworten. Und ich glaube, das ist noch eine schöne Beschreibung. Ja, total, ja. Wie holst du denn die Inspiration? Also irgendwo in einem Interview habe ich mal gehört, dass du extrem viel in der Nacht in Zürich unterwegs bist. Das ist so, glaube ich, eine Inspirationsquelle. Und sonst, wo holst du sie sonst so bewusst? Ja, im Alltag. Also ich bin eigentlich jeden Tag am Schreiben. Es können ganz kleine Situationen sein. Was ein spezieller Ort ist, wo ich meine Inspiration hole, das habe ich gemerkt im Austausch mit anderen, ist ja Konzert. Also ich bin mega oft, gehe ich wirklich an Konzert und habe mein Handy oder ein Notizbüchlein dabei und wenn das Konzert gut ist und mich so richtig, also natürlich nicht so reinzieht, dass ich nichts mehr anderes machen kann, aber wenn es mich irgendwie berührt und komme ich in so eine Zone rein, wo ich einfach anfange texten und ich schreibe sehr viel Songtexte an anderen Konzerten. Also das machst du während dem Konzert, ja, nicht nachher? Nein, das mache ich wirklich während dem. Es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich dann so dort stehe und am Handy bin und das ist ja mega, mega frech, voll unanständig und dann bin ich ja manchmal so, ich bin nur am Schreiben, ich habe Ideen. Aber das ist für mich ein mega guter Ort, wenn es schöne Konzerte sind. Also dass eben Musik führt dann zur Musik bei dir und andere Kunst, Film oder bildende Kunst ja, oder so? das auch. Das auch, aber es muss immer, ich glaube, bei mir ist sehr viel Text basiert. Also ich würde jetzt auch nicht an einem Instrumentalkonzert würde jetzt nicht gleich, glaube inspiriert werden. Ich brauche irgendeinen Text-Input, der mich dann auf einen Gedanken bringt und dann schreibe ich Ziele nieder, genau. Welche Künstler, also gibt es jetzt so ganz bestimmte Künstler, die das gerade voll auslösen bei dir? Oder welche sind das jetzt gewesen, wo jetzt gerade voll hast müssen aufschreiben und das ist noch schwierig, also es kommt ein bisschen darauf an, welchen Konzert ich war. Also, wo bin ich? Am Chapel Roan Konzert bin ich im Hallenstadion, das ist sehr toll gewesen, das hat mich sehr inspiriert. Nina Chuba, im Sommer an Festivals, dann auch ein paar Schweizer Bands habe ich gesehen. Klaus Ecker Trio fällt mir jetzt gerade spontan in die Liste gewesen. Das ist eine coole Band. Double Fantastic bin ich mal am Konzert. Ja, wo bin ich sonst noch gewesen? Ich gehe relativ viel Konzerte. Okay, und dann kommst du wirklich auf so einen inneren Drang dann über so einen Urge zum dann schreiben und auch Musik machen? Ja, ich glaube, ich brauche immer so einen Moment, bis ich so den Vibe vom Konzert check und wenn ich so bin, so, das ist mega gut gemacht, das hat irgendwie eine Dramaturgie, es tönt mega schön, die Leute sind irgendwie dabei und es ist irgendwie ein cooler Vibe, dann kann ich wie abschalten, beziehungsweise eben dann fängt es wie an, wenn irgendein Ziel kommt, das mich berührt, dass ich dann weiterdenke und voll. Also wenn jetzt in einen Writers-Block hineinkommst, dann würdest du einfach sofort an ein Konzert gehen? Ja, genau. Also ich gehe auch wirklich, ich probiere an viele Konzerte zu gehen. Ich habe einmal eine Phase gehabt, das war in der Zeit, wo ich eben auch so ein bisschen meine eigenen Überzeugungen, wie man Musik macht oder was gut ist, ein bisschen über den Haufen werfen, wo ich gemerkt habe, ich brauche Input. Ich kann nur, ich glaube, allein komme ich wie nicht auf die Lösung. Und dann habe ich mir so vorgenommen, jede Woche an ein Konzert zu gehen. Und das habe ich ein paar Monate durchgezogen. Und das war mega toll gewesen, weil es hat mich extrem inspiriert, auch zu sehen, was andere Leute auf der Bühne machen, wie sie sich bewegen, was sie sagen, aber natürlich auch, wie die Songs arrangiert werden und dann eben die Songs selber haben mich zu neuen Texten dann inspiriert.
Ja, und eben, das hat ja sicher dann auch Auswirkungen auf deine Live-Performance und Live-Shows, nehme ich an, oder? Mega, ja. Learn from the best, sagt man Ja. doch. Und was sind die Besten, deiner Meinung nach, diesbezüglich von der Show und so? Boah, das ist mega schwierig. Das könnte ich jetzt glaube nicht so pauschal sagen. Ich glaube, ich finde es immer dann, mich berührt es immer dann, wenn eine Geschichte erzählt wird, wenn jemand da ist, wo Freude ausstrahlt, wo Leidenschaft ausstrahlt, wo man auch das Gefühl hat, es ist irgendwie ehrlich da, was da gerade passiert. Ja, aber ich könnte das glaube ich auch nicht beantworten. Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Es ist so, was denn das wirklich ausmacht. Was mir das ein bisschen auffällt in letzter Zeit, habe ich so ein bisschen Konzerte gesehen, wo dann viel Video-Elemente hat und da bin ich jetzt wirklich nicht so ein Fan davon und finde, das lenkt dann manchmal extrem ab vom Ganzen. Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, war Massive Attack. Ja, das ist mega. Im Juni oder so, die haben eine riesige Videoshow, Ja. wo viele extrem gelobt haben und so, aber ich finde, das hat dann total abgelenkt von der Musik und irgendwie auch nicht so zusammenpasst, meiner Meinung nach. Und ich finde dann, hey, dann mach lieber einfach eine Videoshow, aber nicht ein Konzert. Ja, mega. Also ich bin mir jetzt auch wieder am Überlegen auf meine zukünftige Show, die auch jetzt weiter wächst. Und ich finde, eben wenn ein Video gemacht wird, es muss wie immer persönlich bleiben und es geht aber der Fokus so schnell dann verloren. Das heisst, man muss sich relativ gut überlegen, wenn man das machen will. Ich habe eine Szene oder eine Konzertsituation erlebt, den Sommer am Moon and Stars in Locarno, wo der Crow auftreten ist. Und er hat auch ein ganzes Videoteam dabei gehabt, das war recht crazy gewesen. Und es hat aber für mich einen Moment gegeben, der mega speziell war, weil er hat irgendwann gesagt, komm, wir machen alle zusammen ein Foto. Dann ist die ganze Crew irgendwie zusammengekommen und sie haben wie ein Foto gemacht von hinten in die Masse. Und irgendwie 3 Sekunden später ist das Foto nachher ganz gross auf der Leinwand gewesen. Und der Crow hat noch so wie auf das Foto unterschrieben gehabt. Und es hat so einen persönlichen Aspekt bekommen. Das habe ich recht magic gefunden. Das habe ich irgendwie sehr cool gefunden. Ja, das ist ja so ein bisschen ein interaktiver Moment, oder? Ja, und du hast halt das Gefühl, es ist der Moment jetzt gerade da festgehalten. Mm. Morgen spielt er vielleicht irgendwo anders und dann sieht es wieder anders aus. Oder? Und dann wird es irgendwie spannend. Aber wenn man einfach Film zeigt, würde mir jetzt auch nicht gleich abholen. Ja, und natürlich, es ist natürlich schon so, dass halt elektronische Acts, die müssen sich vielleicht schon ein bisschen dann eher etwas einfallen lassen, weil wenn du gerade nur mit dem Laptop Musik machst, dann musst du irgendetwas bieten, oder? Und dann ist natürlich Videos naheliegendsten, aber jetzt als Band oder jetzt wie du, der selber singt, dann finde ich, irgendwie sollte das ja eigentlich fast genug Show sein. Und sonst, ich meine, es gibt natürlich so die pompösen Shows wie eine Taylor Swift oder früher ein Prince und so Sachen mit verschiedenen Ebenen auf den Bühnen und so. Das gibt es natürlich auch, aber das ist dann einfach extrem teuer und es geht dann fast so in Richtung Musical, oder? Mhm. Oder würdest denn du dir, wenn jetzt könntest voll machen, was, also hast finanziell völlig, könntest du aus dem Vollen schöpfen, würdest du vielleicht auch so etwas dir erträumen? Ja, ich glaube, ich würde schon auch crazy gehen, aber eben Wie immer... denn? Ja, immer, also eben, das wäre das grosse Aber, einfach immer mit dem unbedingten Ziel, dass es bei mir bleibt, dass es ehrlich kann sein und nahe kann sein. Und ich glaube, das ist ja eher eine Challenge, das merke ich nur schon jetzt, wenn es grössere Bühnen werden, dass es immer noch genug nahe kann sein, dass es immer noch genug dass man so ein das Gefühl hat, das ist jetzt da gerade sehr klein. Das ist immer eine Challenge und ich glaube, dort gibt es aber mit Licht, mit wie die Bühne gebaut wird, gibt es sehr coole Möglichkeiten, um eine Show so aufzufahren und das wäre mega ein Dream. Also das wäre sicher, ist wahrscheinlich auch das Ziel oder der Traum von jeder Künstlerin, mal irgendwie eine Tour können zu machen, wo man so ist, okay, man hat das Bühnenbild und das ist genau so, man hat Licht, Personen, die dabei sind, man hat die und die Möglichkeiten. Mhm. Ja. Wobei, ich habe jetzt auch schon Konzerte gesehen, auch dieses Jahr Kings of Convenience, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so 2 Gitarristen, Sänger aus Norwegen und die sind eigentlich nur auftreten, im Kaufleute ist das ausverkauftes Konzert gewesen und einfach nur mit Gitarren und gesungen und das ist extrem beeindruckend gewesen. Also das ist null Bühnenshow, nichts, gut, ein bisschen mit Licht und so, aber wenn du wirklich so eine Persönlichkeit hast, dann kann das eben extrem funktionieren. Ist das fast imposanter als eine riesen Bühnenshow mit Büro und weiss nicht was. Ja, mega. Ich glaube, es kommt darauf an, was du möchtest machen als Künstler. Wenn du willst, irgendwie, so wie in meinem Fall, probieren, möglichst eine grosse Geschichte irgendwie zu erzählen, wo
und gross jetzt nicht im Sinne von spektakulär, aber irgendwie eine längere Geschichte zu erzählen, dann brauchst du irgendeine Dramaturgie und dann brauchst du irgendeine Art von Show. Also das ist meine Überzeugung. Und wenn du Musik machst, wo vielleicht davon glänzt, dass sie immer gleich ist, dass man so eine Art Meditation oder ja, halt in einen Vibe hineinkommt, dann braucht man vielleicht andere Elemente oder so. 1000 Gedanken trüben den Himmel über mir. Und ich wüsste doch so gern, wie man sich dagegen wehrt. Ich drehe noch eine Runde in meinem Teufelskreis. Weil wenn mal alles gut ist, dann brauche ich etwas Neues. Ich fang noch mal an. Ich hab gemeint, das ist mein Platz. Ich hab gemeint, ich gehöre dahin. Ich könnte da so gut ankommen, aber ziehen lieber los. Ich will alles oder nichts. Zeig mir die Welt und zeig mir das Feuer. Und wenn man sagt, dass das nicht geht, glaub ich dir kein Wort. Ich fang noch mal an. Ich fang noch mal an. Also wenn bist du das erste Mal auftreten? Also, Das erste Mal so in meinem Leben? Ja, in deinem Leben. Also auf einer Bühne gestanden und Musik gemacht. So. Oh, da war ich mega, mega klein gewesen. Da mag ich mich wahrscheinlich fast nicht mehr daran erinnern. Also ich bin schon seit ganz klein. Also wie im Zusammenhang denn? Ja, also ich bin auf einem Dorf aufgewachsen. Wir haben immer Musik gemacht. Ja, ich würde sagen, das erste Mal so grössere Familienfester vielleicht, dass ich einfach so vorne gestanden bin und das Lied gesungen habe. Nachher habe ich relativ schnell, so in der Primarschule, angefangen Gitarre zu spielen. Dann hat es Konzerte gegeben. Dann hatte ich irgendwann eine Schülerband gehabt. Dort haben wir die ersten Konzerte gespielt, die ersten so Schülerfestivals und so. So ein bisschen so. Ja. Also bist du von dem her irgendwie eben fast schon ewig auf Bühnen gestanden? Ja, mega. Also ich habe das immer cool gefunden. Es gibt so Videos von mir und meiner Schwester, wo wir uns selber filmen und so Karaoke singen und so tun, als wären wir wie Taylor Swift auf einer riesen Bühne. Und ja, das habe ich immer toll gefunden. Aber Bühnenangst hast du noch? Ja, also Angst ist, würde ich sagen, übertrieben, aber ich bin schon sehr nervös so vor einem Auftritt. Ich merke es im ganzen Körper, wie es kribbelt und ich nehme nicht mehr so viel wahr. Man merkt dann so, wie der Fokus so sich so zusammentut. Aber das ist mittlerweile eigentlich mehr ein gutes Zeichen für mich. Und ich kann Techniken irgendwann anfangen, mir antrainieren, dass ich ruhig schnaufen kann, dass ich bei mir bin. Oder auch, was ich vor einem Konzert noch so ein ritualmäßig mache, dass ich es aushalten kann. Und was machst du dann? Seit ein paar Monaten finde ich recht eine gute Sache, dass man sich nicht mehr wie im Moment und zuerst 3 positive Sachen sagen, dann tue ich die 3 positiven Sachen wiederholen und 2 dazu. Und dann haben wir 5, dann mache ich es nochmal und dann gehe ich auf 7 und dann habe ich 3-mal dann so 7 gute Sachen. Also was sind positive Sachen, also, die du erlebt hast? Oder? Nein, einfach über mich, also mir gut zureden sozusagen. Also so, was ist etwas, was ich mir immer sage? So ein bisschen die Angst nehmen, zum Beispiel dadurch, dass ich habe ein paar technische Geräte auf der Bühne und es kann mega viel schief gehen natürlich. Es können immer Fehler passieren. Und irgendwie etwas, was ich mir immer sage, ist, dass es wird heute irgendetwas wieder passieren. Und egal was passiert, du wirst es können handeln. Weil du hast es ist schon so viel Mal irgendetwas schief gegangen und dort kann vielleicht auch etwas mega Schönes entstehen. So Sachen zum Beispiel. Ja, aber das finde ich auch noch ein spannendes Thema, weil das macht es dann genau auch irgendwie persönlich und interessant für die Zuschauer, oder? Wenn mal ein Fehler passiert und sie merken, das ist nicht alles so perfekt und so. Das ist dann so ein bisschen mega. persönlich. Ja, das ist mega. Das ist aber etwas, wo ich noch mega muss lernen. Ich bin recht ein Control-Freak, wie kann man noch sagen? Perfektionistin, das ist ein schönes Wort. Ja, und ich würde sagen, dieses Jahr hat sich aber dort auch so etwas verändert, dass ich wie gemerkt habe, ich glaube, jetzt geht's, ich bin schon so oft auf einer Bühne gestanden, ich glaube, es geht nicht mehr darum, ob ich das gut kann oder nicht, ob ich die Lieder kann, ob ich die muss üben oder nicht, weil ich kann sie. Und, sondern es sind andere Faktoren, die ausmachen, dass eine Person heimgeht und sagt, das ist jetzt mega schön gewesen. Was würdest du sagen, wären so Faktoren?
genau das, was du gesagt hast eigentlich, also dass man sagt, oh, da hat sie etwas erzählt und dann ist das irgendwie passiert oder dann hat irgendjemand reingeschrien und dann hat sie auf das reagiert und das habe ich mega schön gefunden oder ja, einfach so ein Moment, glaube ich. Ja. Ja, aber genau, das sind glaube ich schon die Sachen, die man wirklich mitnimmt. Das ist eigentlich noch lustig. Ja, mega, mega. Und das ist aber, ich glaube, das ist für jeden, der neue Musik macht oder jede auch mega beängstigend. Also mir macht das auch regelmäßig Angst. Ja. Genau, wenn wir noch beim Thema Konzert sind, habe ich vorher noch fragen, jetzt fällt es mir nochmal ein, ist, eben, es gibt ein bisschen weniger Konzerte so, in der Schweiz, oder generell weltweit, gut, das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, das höre ich nur so ein bisschen, aber bei uns habe ich schon das Gefühl, es gibt einfach weniger, und es gibt auch weniger Locations, und dann sagen wir, es hat ein bisschen damit zu tun, dass die Leute weniger Alkohol trinken, also hast du das Gefühl, dass das ist, oder warum gibt es weniger Konzerte? Also jetzt eben du als regelmäßige Konzertgängerin. Ja, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es weniger gibt, ehrlicherweise. Ja. Aber es gibt, also was sicher ein grosses Problem ist, dass die Leute nicht mehr nach Konzerte gehen oder dass Artists mega am Strugglen sind damit, dass sie Tickets verkaufen. Also jetzt, wenn du nicht gerade eine Weltband bist oder Hecht, dann musst du eigentlich schon relativ schauen, dass das irgendwie die Venues... An was liegt das, deiner Meinung nach? Ich glaube, einerseits ist das Produkt Musik völlig entwertet worden. So. Es gibt eigentlich kein, also ja, es ist wie nicht mehr ein Produkt, es ist eigentlich eine Gratisware oder so ist zumindest die Wahrnehmung, so wie wir Musik hören und konsumieren. Und gleichzeitig gibt es aber eine Entwicklung, wo es gibt so viel Musik, also jeden Freitag kommen ja, ich weiss die Zahl nicht, aber es sind ja immens viel neue Musik, die rauskommt, neue Songs, die rauskommen. Das heisst, es gibt eigentlich ein völliges Überangebot und gleichzeitig, und ja, das ist glaube ich jeder auch Wirtschaftstheorie, denn wenn es ein Überangebot gibt, dann sinkt irgendwie der Preis und gleichzeitig hat man den Anspruch natürlich, dass es ist irgendwie Kunst, es ist natürlich nochmal etwas anderes, kann man nicht ganz so vergleichen. Aber irgendwo dort ist, glaube ich, etwas verloren gegangen. Und ich glaube auch so Entwicklungen wie eine Pandemie, wo vielleicht für Leute wie du und ich, die schon vor der Pandemie wahrscheinlich regelmäßig an Konzerte gegangen sind, nicht ganz so schlimm gewesen sind, aber für Leute, die genau in dieser Zeit, junge Menschen, die genau in dieser Zeit ein bisschen erwachsener geworden sind, die kennen das nicht so, zum ein Konzert zu gehen. Ja, und hey, vielleicht, wenn man es noch ein bisschen will, ja, wenn ich da noch ein bisschen will, wie sagt man, provozieren oder so, vielleicht schon auch nicht genug gute Shows. So, ich glaube, der Anspruch an ein Konzert ist heute höher. Ich glaube, man muss sich als Musikerin oder Artist generell viel überlegen, dass das Konzerterlebnis eben wirklich etwas Spezielles ist, wo alle sagen, da musst du im Fall mal hingehen. Das ist ja, das ist etwas Spezielles. Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ja. Und das ist einfach so ein bisschen das Gejammern von vielen, also von Veranstaltern, von Musikern auch und so, aber ohne den grossen Willen, das zu verbessern oder wirklich, es ist dann nicht ein Selbstläufer in dem Sinne, wenn man jetzt jammert, dass seine Musik zu wenig, dass man damit nicht viel Geld verdient oder so weiter, muss man halt einfach bessere Musik machen, meiner Meinung nach. Das kann eigentlich auch an dem liegen, oder? Also, und eben auch, wie du sagst, da muss man halt wirklich halt noch eine bessere Live-Show machen. Ich habe das Gefühl, es ist schon viel und es ist heutzutage halt einfach auch extrem einfach, Musik zu veröffentlichen. Du gibst das einfach gerade zack, kannst du einen Eigenverlag aufladen und dann ist es auf Spotify. Und früher hast du ein Label gebraucht, das vielleicht noch gefunden hat, erstens mal, dich nehmen wir gar nicht. Und wenn sie vielleicht genommen haben, dann sagt, bitte nochmal drüber, das muss ein bisschen besser sein und so. Und das fällt heute weg und so. Und das ist alles ein bisschen sehr bequem und einfach so. Ja, also es ist mega wichtig, zum auch da sagen, es gibt natürlich viele Artists, die fantastische Musik machen und wahrscheinlich auch am Struggle sind, wie eine, weiss nicht, Tu Athena mit ihrer riesigen Band, mit ihrem Orchester, also das ist auch ein mega Struggle, um das irgendwie können zu machen und es ist auch bemerkenswert, wie sie das machen. Oder auch, ich weiss auch nicht, Dino Brandao macht fantastische Musik, bleibt aber auch so ein bisschen in seiner Bubble und ich kenne ihn nicht so gut, aber ich nehme auch an, dort es ist nicht immer einfach, oder? Und trotzdem ist Musik ist wahnsinnig toll, oder? Ich glaube, das muss man schon nochmal unterscheiden, aber es gibt sicher auch, oder vielleicht muss man es auch so sagen, ich glaube, heutzutage
einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt hier eine Band oder ich bin jetzt hier eine Sängerin oder was auch immer und ich möchte einfach schöne Musik machen, das langt wie nicht mehr so. Also es ist auch alle Artists, die im Moment irgendwie am Touren sind oder Veröffentlichungen haben, die sind ja konstant auf Instagram, auf den Socials, also mich inklusive, ich mache jeden Tag irgendetwas, weil es dazugehört, oder? Und ich glaube, wenn man dort auch sich dem ein bisschen sträubt oder so, dann wird es natürlich auch schwieriger. Und ich sage nicht, dass es gut ist oder schlecht, so, ich habe selber auch meine Struggles, aber es ist halt, es gehört wie heutzutage auch mit dazu. Ja, das definitiv. Und ich habe jetzt gerade kürzlich so einen anderen Podcast gehört, wo ein Musiker eingeladen war, der seine Karriere eigentlich als Strassenmusiker in Berlin gestartet hat. Und dann eben, hat man extrem unten durch, wirklich täglich an Alexanderplatz Musik machen und so. Und der hat dann das etwa 2 Jahre gemacht und dann später sogar ein Major-Label-Deal bekommen. Und dann später wieder ausgestiegen ist, weil er das auch nicht hat wollen. Aber er hat dann leben davon, von dem Musik machen auf der Straße. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber der hat dann halt wirklich, und er hat halt einfach einen Druck gehabt, weil er hat müssen irgendwie seine Miete zahlen und irgendwie essen können. Und hat dann das halt einfach so gemacht. Und ja, mit Jammern wäre er sehr wahrscheinlich nicht weitergekommen. Dann hätte er müssen aufhören mit Musik machen, dann hätte er irgendeinen anderen Job machen. Und dann hat er gesagt, ich will aber Musik machen. Und dann hat er wirklich unten durch, dann hat er einfach den Weg müssen suchen. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, eigentlich so ein positives Beispiel, dass man halt andere Wege manchmal suchen muss. Ja, mega. Also ich glaube, ich bin auch, also ich bin fest Überzeugung, muss ich glaube auch, weil ich möchte ja auch irgendwie von dem leben oder das irgendwie voll können machen, dass es halt, ja, es braucht mega viel Arbeit und es braucht mega viel Zeit, es braucht mega viel Geduld, es braucht viel Biss und es braucht oftmals auch wirklich so die bekannte Extra-Mile, wo du irgendwie noch mal musst gehen. Und wenn du nicht bereit bist, um dort halt wirklich voll in das reingehen, dann wird es sicher schwieriger und gleichzeitig, ja, ist Musik machen für mich auch, oder was, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist gleich auch hilfreich, um das Ganze nicht nur als, ich mache jetzt da Kunst und ich verwirkliche mich, ich tue mich da selber verwirklichen, sondern hey, ich möchte da wie auch etwas aufbauen, ich möchte irgendwie das nachhaltig machen, ich muss gut mit meinem Geld umgehen, was reinkommt und welche Leute ich dabei habe und wie viel das kostet und halt all die Themen, die eigentlich auch sonst nicht so spannend sind, so Geld und so. Auch dort, das ist irgendwie auch noch ein grosser Teil, wo wichtig ist. Ja, klar. Andererseits ist auch noch, wie ich jetzt gerade von der Nachhaltigkeit rede, ist auch irgendwie, dass eine nachhaltige Fanbase irgendwie aufbaust, oder? Ich glaube, das vergessen gewisse Menschen halt auch ein bisschen. Und haben das Gefühl, sie müssen einfach alle ansprechen oder so. Und ich glaube, es ist doch viel wichtiger, dass du wirklich eine sehr eingeschworene Fangemeinde hast, die dann halt wirklich auch bereit ist, Geld auszugeben für das, was du machst. Wie auch immer, oder? Du machst auch Merchandise oder so, wo dann noch T-Shirts für dich kaufen und so, oder? Ja, mega. Das gehört auch dazu. Das ist eben, dort wird Musik wieder ein bisschen mehr zum Produkt. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du ein Restaurant aufmachst, musst du auch wissen, für wer du kochen willst. Und wenn du Musik machst, im besten Fall überlegst du das auch mal, obwohl natürlich dort auch immer, das kann immer auf Umweg auch an Leute ankommen, wo du gar nie gedacht hättest, dass die das cool finden und auch dann muss man das wie mitnehmen. Ja, logisch, ja. Aber es ist sicher gut, muss sich so überlegen, wer hört denn meine Musik, oder? Also ich nehme mal, du hast so ein bisschen eine Fangemeinde, die du auch ein bisschen kennst, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist das mega, es ist bei mir auch noch viel sich am tun und ich bin mit meiner Musik, du hast vorhin mal gesagt, das haben sie ja noch nicht so viel gehört, ich bin dort die auch immer noch am verteilen und zum dann mal irgendwann schauen, hey, wo kommt sie eigentlich besonders gut an. Aber ja, natürlich, ich habe ja nur schon die Art und Weise, wie ich Songs schreibe, über was ich schreibe, wie ich bin, tut schon ein bisschen vorgeben, für wer ich das mache, finde ich. Und das wäre? Hey, eigentlich Leute wie ich, Leute, wo etwas am Probieren sind und sich bei dem immer mal wieder nicht so sicher sind, aber gleich das mit dem Leben irgendwie machen wollen.
Und schon halt so ein bisschen, würde man sagen, schon ein bisschen auf Zürich bezogen halt, logischerweise. Also erstens mal Mundart, also die Schweiz bezogen sowieso, weil es Mundart ist. Und dann habe ich schon auch noch ein bisschen im Fokus auf Zürich, würde ich sagen, weil halt vielleicht jetzt jemand ja, in Bern halt nicht gerade sich so voll identifiziert mit Zürichdeutsch. Ja, das kann ich nicht einmal so beantworten. Also natürlich, ich meine, ich bin aus Zürich, aber ich glaube grundsätzlich, also ich höre ja auch Mundart mit anderem Dialekt Ja und gut, fühle mich angesprochen. Darum kann ich das nicht so, ja, wisst ihr jetzt nicht. Ja klar, also das ist schon auch sein, dass dann das jemand anders anspricht, wenn er so deine Geschichten hört. Und ja, jetzt vielleicht auch noch zum Zürichdeutsch. Ja, wie ist denn, also wie findest du denn in dieser Sprache zu schreiben und so und dich auszudrücken? Ja, das ist meine Muttersprache. Das habe ich mir, ich glaube, da überlegt man sich nicht so viel. Es ist einfach so. Also ich meine, oder wo die Entscheidung gefallen ist, dass jetzt von Englisch vielleicht ein bisschen eben in Mundart Switch ist. Also das ist eigentlich wirklich so ein bisschen das Bedürfnis, so, hey, ich komme wie mit Englisch nicht so ganz an das an, was ich möchte sagen oder wie man es möchte sagen. Ähm, Nehmen wir mal die Muttersprache. Und dann war es ja einfach gewesen, dann auf Zürichdeutsch zu schreiben. Also hast du nur schon von, wie sich's anfühlt, wie sich's reimt, wie der Flow ist und so. Nein, also am Anfang war es schon schwierig gewesen. Auch weil es dadurch, wenn man die Sprache jeden Tag braucht, und dann hast du ja mega das Gefühl, wie man Sachen sagt, und dann willst du irgendetwas anderes sagen und dann probierst du das mal aus und denkst, das klingt irgendwie komisch, das klingt ein bisschen cringe oder es ist irgendwie nicht gleich, es float nicht so schön. Dann gibt es auch sprachliche Barrieren, wie dass wir halt einfach nicht wirklich eine Vergangenheit, also nur eine Vergangenheitsform haben. Wir sind sehr eingeschränkt mit dem Mundart. Wortschatz ist auch viel kleiner. Im Gegensatz zu Englisch, meinst du jetzt? Ja, oder definitiv. nur schon auch aus normalem Deutsch, also Ja. Schriftdeutsch. Das, ja. Und das fällt dir jetzt so auf beim Schreiben? Ja, mega. Also Ja. ich meine, meine Sprache tut sich ja auch wandeln, oder ich habe ja in meinem täglichen Gebrauch brauche ich auch englische Wörter teilweise, oder und dann, ja, stehst du so vor Entscheidungen, soll ich das jetzt einfach so sagen, oder Brauchst du die denn nicht? hey, bis jetzt habe ich keine englischen Ausdrücke in meinen Songs. Oder vielleicht ein Easy, ich weiss es gar nicht. Gut, easy, das ist, Das geht noch, gell? das ist wirklich schon. Das ist schon fast Deutsch. Gut, aber das ist ja noch ein interessantes Thema. Gut, ich bin vielleicht jetzt schon ein bisschen älter und finde dann so, Gen Z redet dann ein bisschen zu fest. Es gibt Leute, die sagen, fast jedes zweite Wort ist so ein englisches Ja, Wort. mega. Und, aber ich frage mich dann manchmal, wieso, oder? Das ist so ein bisschen, will man dann damit irgendwie so ein bisschen sagen, dass man so ein bisschen international ist oder dass man irgendwie sehr viel Netflix schaut oder Ja, ich glaube, es ist ja halt einfach, wenn man so viel dem Inhalt ausgesetzt wird, wo man einfach auch so redet, dann ja, aber ich habe das Gefühl, ich höre dann eben oft, dass die Leute dann Sachen falsch anwenden. Weißt, so. Wirklich? Ja, also nur relativ oft, dass dann die Leute irgendwie Wörter, einfach so englische Wörter dann einbauen und die sind dann irgendwie falsch angewendet, oder? Okay. Ja, also ich glaube, mich stört es dann, wenn ich das Gefühl habe, hey, du könntest auch einfach wirklich Deutsch reden, so, es wäre voll easy. Aber sonst, also wenn es mal ab und zu so ein Wort ist, finde ich das auch ganz cute, zum Beispiel. Ja, aber eben, wenn der zum Beispiel jemand sagt, ja, du musst jetzt da nicht irgendwie pretenden, du sagst so Aha. und so, dann finde ich, ja, da kannst du ja das deutsche Wort dafür brauchen. Also es ist ja dann ein bisschen eine Verarmung vom Deutschen, also das Deutsche geht dann wirklich verloren. Ich meine, eben, easy finde ich gut, weil es können ja gewisse Wörter können ja drin reinrutschen, oder? Aber wenn es dann wirklich dann nah so und relativ jetzt schnell, wie man das jetzt so ein bisschen mitbekommt, ersetzt wird, dann leidet ja am Schluss schon ein bisschen die Sprache darunter. Also die ursprüngliche Sprache. Ja, ja, also vielleicht Alltagssprache schon, ja. Und gleichzeitig kann es aber auch in der Kunst dazu führen, dass ganz neue Sachen können entstehen oder neue Ausdrücke. Und das kann auch durchaus spannend sein. Also. Ja, das sehe ich schon, aber ich habe das Gefühl, jetzt einfach momentan, gerade so bei dieser Generation, es geht ein bisschen sehr viel, oder? Wo dann ich finde es so spannend, eben, wenn man deine Songs zulässt, dann kommt das eigentlich nicht vor, oder? Obwohl du ja aus dieser Generation bist. Ja, nein, ich habe mich dort wirklich so ein bisschen bewusst dagegen entschieden, weil ich einfach einmal wollte versuchen, ob das geht oder eben wie ich das würde sagen. Aber eben, es kann auch immer
anders werden. Ja. Und was ist denn das Lieblings-Zürich-deutsches Wort oder Ausdruck? Hast du das schon mal überlegt? Ja, gibt natürlich viel. Ich habe gerade das Lied von der Rihanna gehört, wo sie Tolke sagt. Und dann habe ich mich gefragt, ob das im Zürichdeutsch, ob man Tolke kennen, weil ich weiss, was es ist. Und dann habe ich gesagt, wie können wir das anders sagen? Und dann bin ich auf Mose gekommen. Mose. Mose, Ja, das ist genau. irgendwie noch ein schönes Wort. Das habe ich jetzt gerade irgendwie so vor 2 Tagen mir überlegt. Sonst, das ist mega... Klüpperli finde ich recht gut. Alles so ein bisschen mit Ch und so. Das finde ich alles... Das ist ja typisch Schweizerdeutsch. Ja, ja, das Klüpperli finde ich super. Kodern. Ja, das finde ich gruselig. Gut, es ist gruselig. Ja, genau. Ja, eben Sprache ist für dich schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Wie soll man sagen, wie wäre denn deine Musik anders, wenn jetzt würdest eben auf Englisch singen? Nein, ich glaube mittlerweile nicht, weil ich einen guten Weg gefunden habe, wie ich zum das machen, was ich cool finde, aber ich glaube, ich fühle mich nicht mehr so hingezogen zum Englischen. Ich finde Schweizerdeutsch spannender, ich finde Italienisch spannender. Kannst du Italienisch auch noch? Ja, voll. Es kommt jetzt dann bald der erste italienische Song raus. Okay. Ja, darum, ich glaube, ich finde es immer, also ich meine, ich bin gut im Englisch und so, ich habe das einmal studiert und aber ich finde, es ist auch irgendwie eine Sprache, wo ist ein bisschen Kunstsprache so und ich finde es eigentlich spannender mit mir näher liegender Sprache probieren Text zu schreiben, wo auf eine Art einfach sind und gleich gleich schön. Ja. Aber es ist natürlich schon dann auch eine Karriereentscheidung, oder? Weil halt dich dann schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen beschränkst, oder nicht nur ein bisschen, du beschränkst dich dann schon sehr fest auf die Schweiz, oder? Es wird ein bisschen schwieriger. Ich nehme jetzt mal an, mit Hecht bist du nicht in Deutschland mit auf der Tournee, oder? Nein. Ja. Ich nehme mal an, da bist du nur in der Schweiz. Hast du das bewusst so gefunden, okay, dann entscheide ich mich gegen das? Nein, ich glaube, ich habe mich einfach einmal bewusst für das Schweizerdeutsche entschieden, um dort mal schauen, wie weit ich komme und nachher schauen wir weiter. Wobei ich habe auch gerade kürzlich da mit dem anderen von den Dahlen Podcast über das geredet habe, obwohl er macht hauptsächlich instrumentale Musik, aber wir haben dann auch gefunden, dass er hört zum Beispiel auch Musik von Tuaregs, wo er kein Wort versteht, oder wir hören dazu, du hörst auch eigentlich Musik in Sprachen, die du nicht verstehst und findest es ja trotzdem gut, oder? Ja. Also von dem her wäre es ja auch möglich, dass Schweizerdeutsch in Amerika gehört wird, oder? Ja, mega, aber es ist jetzt sicher nicht ein Hauptziel im Moment, also... Ja. Nein, nur um das entkräften, ein bisschen meine Aussage, es beschränkt sich dann nur auf die Schweiz, aber es ist halt schon oft so, dass man das Gefühl hat, jemand auf Schweizerdeutsch singt oder rappt oder so weiter, der hat eigentlich keine Chancen im Ausland, oder? Ja, aber eben, ich glaube, es ist dann auch mal eine Entscheidung, oder? Also ich meine, ich bin Newcomerin, jetzt werde ich die nächsten 2-3 Jahre meine Musik probieren, da in der Schweiz aufzubauen und was nachher ist, kann sich ja, oder darf sich ja auch noch entwickeln. Ja, definitiv. Das Ja, und andererseits hast du dem ein eigenes, also wie soll ich sagen, stichst halt auch raus, indem du jetzt eine von der wenigen Schweizer Künstlerinnen bist, meiner Meinung nach, die Schweizerdeutsch, also Mundartmusik macht, die jetzt nicht richtig Schlager geht oder so, oder? Also dann hebst du ja schon ab von vielen anderen, oder? Ja, es ist sicher eine gute Zeit und gleichzeitig gibt es auch immer mehr KünstlerInnen, vor allem auch, die auf Schweizerdeutsch singen. Das ist auch sehr cool. Ich glaube, im Moment kann es nicht genug geben, weil es hat mega lange keinen gegeben und dann können jetzt die nächsten Jahre schon auch kann es viel davon geben und soll es auch viel davon geben und soll es an Festivals auch soll die Musik gelost werden und voll. Und da hat sich so eben, wie du sagst, ein bisschen verbessert. Generell in der Schweizer Musikszene gibt es immer mehr Frauen. Da hat sich schon in den letzten wenigen paar Jahren recht ein bisschen etwas da, finde ich. Ja, ich glaube, es gibt immer mehr ein Bewusstsein auch für das. Es gibt aber auch ganz viele Orte, wo es noch nicht angekommen ist. Oder, ja.
Ja, eben, es hat doch auch schon mal, gerade das Moons and Stars hat doch, glaube ich, vor einem Jahr oder 2 Jahren hat sich mal auch nur Männer gebucht gehabt oder so. Ja, genau, voll. Da gibt es Ja. immer wieder Beispiele. Ja. Aber ich glaube, haben sich jetzt, glaube ich, vorgenommen, das zu verbessern, oder weil es, glaube ich, einen Shitstorm gegeben hat. Ja, eben, also da tut sich schon etwas. Und ich meine, da nehme ich mal an, bist ja du auch ein Vorbild, also nur schon, indem du die Musik machst und so weiter, bist du ein Vorbild für andere Frauen. Und ich glaube, es hat einfach jetzt in letzter Zeit einfach immer mehr Frauen so ein bisschen im Rampenlicht stehen, macht das einfach, oder inspiriert das andere Frauen dann auch Musik zu machen. Ich will es hoffen, ja. Ja. Also es darf nicht nur Frauen inspirieren, es darf alle inspirieren. Ja, aber nein, ich meine nur darum, dass das dann andere Frauen also auch anfangen Musik machen. Ich glaube jetzt gerade im elektronischen Bereich, dort hat es noch einen Nachholbedarf, dort gibt es noch nicht so viele Frauen und halt einfach, weil es halt weniger Vorbilder gibt, meiner Meinung nach. Ja, voll. Das ist definitiv so, voll. Und tust denn du, aber bei deiner Band, so wenn ich das ein bisschen mitbekommen habe, es glaube ich nur Männer, oder? In meiner aktuellen Band, Ja. also ich bin Solokünstlerin, dort sind wir im Trio, wenn es einen Auftritt, also ja, wenn es grössere Sachen gibt, aber ja. Das sind nur das dritte. Ja, genau, und dort ist eine Frau dabei. Und Okay. Dann irgendwie vielleicht altes Footage gewesen, wo noch, ich glaube, jetzt sind wir so das 5. oder so gewesen. Ja, genau, aber das ist sozusagen die alte Band, Okay. die dann im Zug von der Pandemie, wo ich mich dann auch neu orientiert habe. Und jetzt sind jetzt das dritte und dann ist eine Frau dabei. Ja, genau, aber eben, wir haben in dem Sinn, Nina Valotti ist ein Solo-Projekt im Grunde genommen und soll es jetzt auch sein, vor allem in dieser Aufbauphase, auch für nächstes Jahr, für die Festivals. Ich möchte wirklich eine Solo-Show aufbauen, weil ich ja auch mehrere Instrumente spiele on Stage, viele Sachen bediene und das recht speziell ist und ich finde, das ist irgendwie noch spannend. Eben, wir haben auch schon davon geredet, man muss sich irgendwie abheben oder und das ist dort natürlich sehr gut, weil es einfach sehr ein spezielles Setup ist. Aber ich habe mal das Album live gespielt am Lauter-Festival, so als Tryout-mäßig und dort ist eben Hanna, die auch das ganze Album an den Drums eingespielt hat und gesungen hat und sie hat dort auch live gespielt und ja, genau. Okay, ja, und ist natürlich auch manchmal besser für Veranstalter oder Booker, wenn es nur jemand buchen oder so weiter. Ja, ist sicher einfacher, ist aber auch noch schwierig oder eine Herausforderung, um dann zu verstehen, hey, ich bin zwar eine Solokünstlerin, aber das heisst nicht, dass ich allein bin. Ich habe genau gleich ein Team, das mitkommt. Und ich muss die auch zahlen. Was hast du denn für ein Team? Ich habe jemanden an der Technik, also ja, genau am Ton, jemanden am Licht, jemanden, der Tourmanagement macht und meistens dann auch noch jemanden, der Social Media Fotos so. Das ist so ein Stream-Team, aber natürlich je nach Gage und so muss man das anpassen. Aber dann jetzt zum Beispiel bei Hecht bin es einfach der Tontechniker und ich. Ja, okay, dann hast du einen eigenen Tontechniker, der mitkommt, nimmst nicht den von Hecht, oder? Nein. Okay, ja. Nein, ich kann selber jemanden. Ja, weil es ist ja so, eben mein Solo-Setup ist so, es braucht viel Feingefühl, es braucht wirklich ein bisschen, also der Micha, wo den Ton bei mir macht, ist in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, eigentlich wie ein zweites Bandmitglied, weil er viele Sachen auch kann mit beeinflussen. Ja, eben, das ist schon extrem wichtig, das vergessen die meisten Leute. Ich bin eigentlich heute wieder mal ein Konzert gewesen, wo einfach nicht so gut abgemischt war, wo gerade die Sängerin, wo eigentlich das Wichtigste war bei dem Konzert und dann nicht so gut abgemischt war, die Drums viel zu laut. Das ist einfach dann schade, oder? Also dann, leidet dann das ganze Konzert drunter, oder? Also das ist so. Ja, genau. Nein, also darum würde ich eben die kleinste Grösse, die es mich gibt, ist das zweite. Zwar nicht auf der Bühne, aber im Team. Dass der immer mitkommt. Ja. Und eben selber ein bisschen produzieren tust du jetzt auch, oder? Also ich habe im Rahmen von meinen Sachen natürlich, dort arbeite ich mega fest mit. Das ist, ja, dort habe ich einen grossen Einfluss. Ich habe in der Vergangenheit auch mal mit anderen zusammen Sachen gemacht. Mittlerweile finde ich Writing auch mega cool, einfach wirklich Songwriting, ganz banal, ohne grosse technische Sachen rund um einen herum. Ja, so ein bisschen so. Einfach kreative Arbeit. Ja, aber das Aufnahmen und so am Computer und mit Ableton oder so weiter, ja, genau. Das machst du auch du, oder? Ja, das hast du gelernt. Ja, ich habe es mir beigebracht, genau, auch im Zug vom Album.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Luca zusammen, wenn wir an meinen Sachen arbeiten, dann hat er eigentlich meistens dann den Lead, weil ich ja wie ich bin so ein bisschen für das Kreative oder ja, wie soll ich sagen, ich habe wie eine andere Rolle dann, aber ja, es kann dann auch mal sein, dass er etwas muss aufnehmen und ich dann den Tisch oder an den Schreibtisch sitze. So, und aber dort finde ich eben, ist ein bisschen noch ein Nachholbedürfnis, ein weibliches Nachholbedürfnis, dass dort viele Frauen ein bisschen das Gefühl haben, oh, das kann ich nicht und das sollte lieber ein Typ machen oder so. Also hast du jetzt gerade eben mit Ableton oder einfach mit dieser Tontechnik oder wie sagt man dem, einfach oder dem Computer dann irgendwie mit dieser Software irgendwie umzugehen, oder? Ja, also ich glaube, das ist ja für viele dann vielleicht auch ein Einstieg in die Musik. Natürlich jetzt vielleicht schon ein bisschen eher dann im elektronischen Bereich oder so. Und das ist einfach so eine kleine Barriere. Und ich habe das Gefühl, dort wäre es vielleicht schon cool oder wichtig, dass dort Frauen halt auch ein bisschen anderen ein bisschen die Angst nehmen und sagen, hey, ich mache das im Fall auch. Du kannst das im Fall auch. Das ist nicht etwas, was nur Typen können, oder? Ja, mega. Aber es kommt halt auch aus einer, also bei mir ist es natürlich so gewesen, dass ich immer Leute um mich herum hatte, die das haben können machen. Und dann ist es natürlich auch immer mega einfach, um dann jemanden zu fragen. Und gleichzeitig eben hast du ein bisschen die Hürde, das irgendwie selber zu machen, weil du es einfach nicht verstehst. Oder teilweise wird dir auch das Gefühl geben, dass du das nicht kannst. Mhm. Ja, aber es ist natürlich mega wichtig und es ist auch mittlerweile mega einfach, viel, viel einfacher geworden, um sich daheim irgendwie ein kleines Studio zu bauen. Man braucht nicht viel, es ist auch nicht mega teuer und ich glaube schon, dass das dann dazu führt, dass man noch kreativer kann sein, wenn man einfach die Möglichkeit hat, zum selber schnell... Wie hast du das gemacht? Also wie hast du gefunden, komm, jetzt tue ich mir das selber aneignen? Was war denn so der zündende Moment gewesen, oder so? Oder hat es irgendwie eine Überwindung gebraucht oder so? Du fandest, hey, jetzt nimm mir mal ein bisschen Zeit und lerne das oder fuchs mich da mal rein? Ja, es sind, glaube ich, verschiedene Sachen gewesen. Also einerseits, glaube ich, wirklich einfach die Lust, wenn ich alleine daheim bin, um einfach auch mal etwas aufzunehmen, also dass ich das wieder hören kann. Andererseits habe ich auch... Das stimmt, weil sonst bist du immer abhängig von anderen Leuten, oder? Du findest, jetzt muss ich warten, bis der endlich mal Zeit hat, das ist ja mühsam, oder? Ich glaube, es ist auch ein bisschen aus einem Trotz rausgekommen, oder dass ich wie auch so teilweise das Gefühl hatte, die andere Person, die mir da jetzt irgendwie erklären will, wie das funktioniert, die weiss es doch auch nicht besser oder so. Ja. Und ja, vielleicht auch, um mich ein bisschen weniger verletzt oder angreifbar zu machen. Ich glaube, das ist schon so etwas, wo ich auch als Kind irgendwie immer die Strategie gewählt habe und ich gemerkt habe, so, da könnten Leute mich irgendwie für etwas kritisieren, angreifen oder so, dass ich mich dann einfach gut aufstelle und sage, ja, aber ich habe mein Zeug im Griff. Und ich glaube, für meine Musik hat es, wann war das gewesen? Vielleicht so 2018 oder so, hat es so einen Moment gegeben, wo ich, dort ist Tash Sultana, ich weiss nicht, ob dir das etwas... Das ist eine australische Musikerin, die so mit Loops und so schafft. Und die hat so ein wahnsinnig technisches Setup. Und ich habe die damals... Ein Freund von mir hat mir sie gezeigt. Und ich weiss, in dem Moment, ich war in der Bibliothek am Lernen eigentlich und habe das Video geschaut von ihr, wie sie da loopt und macht und mega technisch, so halbe DJ, aber sie ist Gitarristin auch und spielt wahnsinnig gut Gitarre und so. Und ich habe das geschaut und ich dachte, ich will das auch können. So, also ja, vielleicht bestätigt es das, was du vorher gesagt hast mit den Vorbildern, oder? Also, ich habe so jemanden gesehen, der das macht. Und eine Frau, ja. Ja, genau, wo ich das Gefühl habe, ich bin auch so, also ich kann mich identifizieren, es ist irgendwie cool. Ich will das auch können und ab dann ist es, ja, nochmal verstärkt worden. Ja, genau. So. Aber es ist ja auch eben ein gutes Ding, finde ich, ein bisschen so sinnbildlich für so ein Empowerment als Frau, weil eben du bist dann so abhängig, wie es du vorher geschildert hast, man ist dann abhängig von irgendwelchen Männern, damit man sich kann kreativ ausdrücken, was ja ganz schlimm ist, oder? Also, ja, mega. Und das sollte eigentlich, und das ist ja vielleicht früher oder auch immer noch im Patriarchat, dass man halt als Frau immer abhängig ist von irgendwelchen Männern, die einem vielleicht dann die Möglichkeit könnten geben, dass man sich endlich mal ausdrücken kann, oder? Und dann liegt es natürlich schon bei euch Frauen, oder auch bei uns Männern, euch das zeigen oder euch die Tools in die Hand zu geben, dass ihr das selber machen könnt. Mega, ja, das ist mega wichtig. Ja. Jetzt sind wir gleich am Ende, aber vielleicht noch schnell einen Ausblick in die Zukunft und was du noch so ein bisschen vorhast und deine nächsten Herausforderungen. So. Was hast du so geplant? Und Ja, eben, ich
steht eigentlich eine grosse Zusammenarbeit jetzt vor mir, so mit Gadget, so die nächsten Jahre. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Ich habe jetzt ein Management und ein Booking, wo dort mit mir zusammen versucht, meinen Weg noch ein bisschen zu ebnen. Und Also Gadget ist für die es nicht kennen, einfach Konzert. ist eine Musikagentur, ja genau, wo auch für viele Schweizer KünstlerInnen Management und Booking und noch viele andere Aufgaben. Aber macht so andere Sachen auch noch zusätzlich zu Bookings und so? Ja, genau. Ja, also würden die dir auch helfen bei Social Media und so Sachen? Oder? Ja, eben einfach so ein bisschen auch Karriereplanung, sage ich jetzt mal. Also dann ist es wirklich ein bisschen wie ein Label geworden mittlerweile, Gadget. Ja, ist es, ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und dort sind viele Ideen gerade rum. Ich bin jetzt auch wieder im Studio für nächste Releases. Es ist auch nächstes Jahr wieder geplant, um ein Werk zu releasen, ein EP oder ein Album, je nachdem, was es dann wird. Ich bin mega intensiv an meinem Live-Setup dran, weil das auch weiterentwickelt wird, eben weil jetzt klar ist, das nächste Jahr, den Sommer, werde ich auch allein auf diesen Bühnen spielen. Es werden ein paar coole Bühnen, so ein bisschen so. Kann ich denn dich auch mal noch, du spielst jetzt glaube ich in Winterthur, hast du glaube ich Plattentafel? Ja, genau. Bist du in Winterthur? Und in Zürich spielst du auch mal noch in nächster Zeit, oder? Nein, Winterthur ist wirklich das Nächste. Und ja, genau. Wieso denn nicht in Zürich, wo du dich ja eigentlich so gerne umtreibst? Hey, es ist ein bisschen die Venue-Frage von der Kapazität. Also in Zürich gibt es Venues, die dann irgendwie so 500-600er sind. Und so um die 150, 200, 250 gibt es nicht wahnsinnig viel. Ich habe letztes Jahr die Ambusrampe gespielt. Das war sehr cool gewesen. Und jetzt für eine Plattentaufe hat man auch ein bisschen den Anspruch, dass es sich wirklich ein bisschen musikclubmässig anfühlt. Und dort ist das Albani natürlich mega Ja, das ist cool, ja. Und wo gehst denn du in Zürich am liebsten Konzert? Was ist dein Lieblingsvenue? Ich finde das Kaufleute recht cool. Also dort mal zu spielen wäre auch ein Traum für dich? Ja, Ja, das wäre schon gut, ja. Also Hallenstadion würde ich auch nicht Nein sagen, aber das ist akustisch nicht so toll, oder? Ja. Was ist noch eine coole Venue in Zürich? Was fällt mir jetzt ein? Ich habe früher die Rotfabrik immer recht gut gefunden, aber dort sind auch schon lange nicht mehr so Konzerte. So. Mal ist einmal schon noch, ja. Rotfabrik ist cool, das stimmt. Das muss ich überlegen, aber ja, ich würde es Kaufleute, würde ich sagen, das ist meine Lieblingsvenue. Und eben, du hast ja in einem anderen Interview mal gehört, dass du dich eben auch ein bisschen die Inspiration holst, und das hört man ja auf deinem Album so, in der Nacht in Zürich, wo du unterwegs bist, wo treibst du dich dann so in Zürich in der Nacht so ein bisschen rum? Ja, also ich glaube, wir wissen alle, wo man sich in Zürich in der Nacht am besten herumtreiben kann. Findest du, es ist noch inspirierend, was so, eben gerade nach der Pandemie, das hat sich ja schon ein bisschen recht verändert, oder? Also ich bin jetzt auch nicht mehr so viel unterwegs, wie ich in meinen 20er und 30er war, aber... Ja, also bei mir gibt es immer mal wieder Phasen, aber dort, als ich das Album geschrieben habe, bin ich sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Und ich glaube, was ich schön finde, ist, wenn man sich einfach in einen Abend hineinbegibt und noch nicht so weiss, was eigentlich passiert. Und das ist natürlich so in der heutigen Zeit mega schwierig, weil man will alles planen und man hat noch 7 Nachtessen und dann geht man noch dort hin und an die Veranstaltung. Und wenn es so Inseln gibt, wo man einfach nicht weiss, was wird passieren, dann finde ich das mega, mega inspirierend. Und für mich ist, wenn ich Zeit habe und auch wirklich so in der richtigen Phase bin, wo es mir gut geht, dann kann ich auch mega gut allein am Abend losziehen und dann mal schauen, was passiert. Und dann ist eigentlich noch immer etwas Spannendes passiert. Ja. Gibt es denn noch so genug Freiräume in Zürich? Ich finde, das hat sich schon ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren, dass es halt immer weniger so kulturelle Freiräume gibt. So. Ja, aber also ich suche dann auch nicht jetzt unbedingt kulturelle Freiräume. Es kann ja einfach auch, es können Bars sein, es können Clubs sein, aber ja, es gibt auch dort eine Veränderung natürlich. Es sind auch
coole Clubs gibt es nicht mehr, die es mega lang gegeben hat. Da muss man sich wieder ein bisschen neue Orte suchen. Also kannst du auch in Clubs, jetzt eben wie deiner Musik hört man jetzt nicht, dass du irgendwie dich für elektronische Musik interessierst oder so, aber gehst Ja, auch, wenn das letzte Lied los ist, vielleicht schon. Okay. Aber, das ist etwas, was ich mega, mega toll finde. Also auch, ich finde es extrem entspannend, so elektronische Musik, Techno und so. okay. Einfach mal ein bisschen abschalten. Dort schreibe ich dann weniger Text, dort schalte ich dann einfach mal ab. Okay. Ja, du, das wäre es, glaube ich, gewesen. Wir haben eine gute Stunde da miteinander geredet. Das hat sehr viel Spass gemacht. Wir haben sicher noch andere, noch weitere Themen gehabt, aber können wir vielleicht mal machen, wenn zum Beispiel dann deine italienischen Songs draussen sind oder so. Genau, und du im Kaschemme bist. Genau. Also, danke. Ciao, Nina. Danke vielmals. Bis bald. Das wäre es gewesen, das Gespräch mit der Nina Valotti. Wenn du den Podcast gut findest, dann unbedingt abonnieren, dann verpasst du keine Folge. Erzähl deinen Freunden und Freundinnen von dem Podcast und folge mir auf Instagram helvetica_podcast, auch dann verpasst du keine Folge. Und du kannst mir auch gerne schreiben, ein DM oder ein Mail, um zu sagen, was du gut oder schlecht findest an diesem Podcast. Und natürlich alle Empfehlungen oder Vorschläge für Gäste sind immer herzlich willkommen. Danke und tschüss. Also gut. Dann können wir endlich anfangen. Vielleicht ein Techniker. Dann Ja, du. Alles gut. Gut, kennst du das wahrscheinlich auch, oder? Das Technische Schwierigkeiten. technische Schwierigkeiten. Ja, immer. Ja. Und ich mache jetzt einfach mal so ein Intro